Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Folge Nummer 26 sollte es sein mittlerweile. Immer noch die gleiche Aufnahmesession. Nehmt es mir nicht übel. Kann nicht auf eure Kommentare eingehen in der Zwischenzeit, aber ich werde alles nachholen. Hoffe ich. Ja, ich lese es einmal. Ich lese es. Und ich antworte nicht safe. So. Und eben geht unter Folge 22 schreiben, wenn ihr Namensvorschläge habt, auch jetzt für die Sachen, die ihr jetzt, die jetzt neu dazukommen. Und ich werde nach meiner Ferien das Ganze dann, unter Folge 22 zusammen sammeln und nachher in den neuen Folgen dann einbauen. Beim letzten Mal, geil. Beim letzten Mal haben wir ja da unser Grizzly-Dings aufgebaut. Wo ich noch gar nicht zufrieden bin damit. Ich glaube, die ganzen Büsche und so dahinter reissen wir dann mal wieder fort. Aber das lassen wir jetzt für einen Moment mal schnell so. Weil ich will natürlich jetzt zuerst mal, dass es dem Grizzly ein bisschen besser passt bei uns. Und darum würde ich jetzt sagen, tun wir dem mal ein paar lustige Sachen her. Drehfutterbaum. Spulen. Ein Tablett gross, das liebste hier vorne. Dann brauchen wir Futterspender Bambus, kann man nicht hierher tun. Wasser, hier. Habe ich schon gesagt? Schön seid ihr wieder mit dabei, merci vielmals, habt ihr reingeschaut. Sorry, ich bin manchmal einfach des Todes verpeilt. Das Windspiel. Ich glaube, das hat jetzt die Lebensqualität. Jawohl, das passt soweit. Ein stabiler Rückzugsort brauchen sie natürlich noch. Der ist ein bisschen gross. Das auch. Das gefällt mir schon eher. Vielleicht lassen wir das Zeug da hängen und wir stellen einfach irgendwie so einen Rückzugsort vor. Dass man schauen, gut, das sieht man dann eh nicht. Also ich lasse jetzt mal noch so. Das mal daher pflegen. Das sieht aber mal gut aus. Ja, so weit so gut, würde ich sagen. Können wir mal unsere Bären willkommen heißen. Ah! Schön. Der Tyler! Hallo! Hat deine Balu gerufen? Ist das der falsche Art von Bär? Geile Sieg. Nice. Schnell schauen, ob noch alles passt jetzt, wo wir 2 drin haben, aber das sieht gut aus. Nicht genug Rückzugsorte für alle Tiere. Okay. Das heisst, unser Häuschen da hinten reicht nicht für beide. Aber da gibt es eine einfache... Nur ruhig. Da gibt es eine einfache Lösung. Bauen wir einfach ein bisschen an. So. Sieht gut aus. Schön. Oh, Sauberkeit als Gegenstand stellt Krankheitsrisiko dar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wir haben 8 Warzenschweine mittlerweile hier in... Und die sind fast alle krank. Oder nicht? Nein. Was ist denn mit ihnen? Einfach die Sauberkeit, he? 3 Warnungen, aber das zeigt mir nicht die Warnung auch nicht an. Okay. Ja, wenn wir echt da mal irgendwie so einen Tierpfleger her schicken, der irgendwie so ein bisschen putzt, wäre das etwas? Ha? Tierpfleger jeden Monat. Vielleicht sollte man einfach wieder einen mehr anstellen. Uns da mal ein bisschen ums Personal kümmern in diesem Fall. Zoopfleger. Tierpfleger.
Tierpfleger. Welche sind jetzt die, die putzen? Ich glaube Tierpfleger. He? Gut, dann gib ihm mal. Ja, jetzt kommt ja gerade einer. Wow. Wow. Hohe Arbeitsbelastung. Ja, renn doch nicht um. Meine Güte. Ich muss arbeiten. Alter, was ist denn hier los? Alter. Hey, es sagt nach Corona etwas. Abstand. Abstand. Alter, Mann. Die halten sich nicht an den Mindestabstand. Aber unser... Alter, das sieht aus wie Street Parade, Mann. Alter, zieht mich das mal rein. Warte, das muss ich als Thumbnail nehmen. Shit, Mann. Ja, so viel zum Thema, dass es sich ein bisschen verteilt. Wenn ich da hinten Zeug mache. Was ist jetzt wieder los? Nicht im idealen Temperaturbereich. Für das fühlt er sich aber relativ wohl. Was ist denn sein idealer Temperaturbereich? Minus 10 bis minus 28. Ah, minus 10 bis 28, so. Ja, dann muss ich jetzt hier Klimaanlage einbauen, oder? Gehege. Heizung und Klimaanlagen. Klimaanlage, ja, dann ist es definitiv zu warm hier. Wie warm haben wir denn hier? 45 Grad, willst du mich verarschen? Okay, dann machen wir da mal so ein bisschen. Ja. Einer hier. Und einer hier. Dann stellen wir da ein. 37 Grad. Ah, die Reichweite ist gut, aber die Temperatur. Sinkt es langsam oder nicht? Oder? Ah, okay. Auf 10 Grad. Würde ich sagen. Da auch. So. Auf 10. Okay. Hey, der Scheiß da hinten stört mich. Das sieht einfach scheiße aus. Kann ich da irgendwie auch mehrere? Nein, kann ich nicht. Ist es so klein, ist ja okay, aber irgendwie... Ja... Ist das too much? Ist so mit reingeklatscht halt. Nein! Nein! Habt ihr es mitbekommen? Trouble, Königstiger ist gestorben. Nein. Nein. Der Trouble, liebe Leute, uns sterben langsam aber sicher Tiere weg. Oh nein. Oh, Bübu. Bumm, aus die Maus. Rest in Peace, Trouble. In die Kommentare jetzt. Oh, so schade. Echt jetzt. Jetzt müssen wir hier schauen, ob wir hier noch ein Männchen und ein Weibchen drin haben. Ha? Da haben wir jetzt noch 3 Männchen.
Die Lili ist ja auch schon gestorben. Stimmt, verdammt. Gelagerte Tiere. Also da haben wir noch das Männchen. Könnt ihr mir nicht nur die anzeigen, die ich da habe? Also der Schnurrli lebt noch. Die Vianiu lebt noch, aber das sind alles Männchen. Ich brauche ein Weibchen. Mist, ist jetzt hier wirklich nur noch ein Tier drin? Ja, dann gehen wir einfach schnell ein neues Weibchen suchen. Und hoffen, dass die dann für Nachwuchs sorgen. Weil, es ist ja langsam ein Problem mit den Königstigern. Oh Mann. Nein, was ist jetzt los? Nicht im idealen Temperaturbereich. Flamingo. Was ist denn bei euch das Problem? So? Habt ihr auch zu warm oder zu kalt? Oder was ist die Sachlage? 8 bis 40 Grad. Das haben wir doch. Übrigens, da ist ein Fehler auf der Karte, weil hier, in Sardinien, da hat es so Flamingos von denen. 8 bis 40 Grad. Das ist denn nicht gut. Wie warm ist es denn hier? Also das Ding im Wasser versenkt. 37 Grad, ist doch gut. Wir können sie mal ein bisschen runterkühlen, vielleicht wird es noch besser. Gehege 29. Massive Probleme. Was ist denn wieder los? Weniger Bepflanzung. Wegen einem Baum tust du jetzt schwierig, oder was? Hm. Und Spielzeug, okay. Okay. Futterschüssel klein. Ja. Wahnsinnig viel zu spielen, habt ihr ja gar nicht Freude dran. Die Spiegel, an denen haben sie Freude, aber ich kann doch nicht nur von denen aufstellen. Oh, ist also. Nicht genug Beschäftigung für alle Tiere. Ja, sorry, aber. Hey, krankes Tier, unser Bär ist krank. Omi. Oh, Bibu. Und da immer noch mit der Temperatur. Digga, der bewegt dich mal weg vom Wasserfall, wenn du kalt hast oder heiß oder. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt ist das Gehege wieder nicht gut. Hure Flamingos sind empfindlich. Also ich habe mir jetzt das Gefühl, das liegt an diesen Gegeln hier. Und vor allem, wenn es dir nicht passt, lauf doch raus. Ich darf vielleicht wegnehmen, wird es nicht besser. Oder noch mehr von diesen Dingen aufstellen. So.
besser. Es ändert einfach nichts dran. Weiss halt auch nicht. Es ändert einfach nichts. Ja komm, leck mir, das sind einfach Granny-Siechen. Das sind einfach wirklich Granny-Siechen. So, wie sieht es da so aus? So gar nicht. Ich glaube, in der nächsten Folge bauen wir die Bahn noch heute ein bisschen um. Oh, bei den Leuten gibt es Nachwuchs. Das ist doch cool. Was ist da jetzt? Das ist immer mit dem scheiß Vogel. Wie seid ihr eigentlich so dran, Leute? Am Kacken. Alles klar. Wie ist es eigentlich bei euch mit den Gruppen so? Ein Männchen bis 29 Weibchen. Wie viel seid ihr jetzt? Wow. 2 Männchen. Aber er ist noch jung, hä? Okay. Und er ist immer noch der Big Bubble. Wenn wir echt da noch 1, 2 Leute? Nein, die vermehren sich von allein. Die lassen wir schön machen. Hier ist immer noch Stau angesagt, bis zum geht nicht mehr. Vielleicht müssen wir einfach die Bahn einmal zutun. Ortig geschwingen. Und dann mal hier ein paar Wägel weniger. Und dann mal beide Stationen wieder auftun. Pui! Und dann mal schauen, ob sich das ein bisschen verteilt auf hier und auf die andere Station. Da kommt da mal einer. Mal schauen. Ich hoffe es. Dass wir vielleicht irgendwann mit dieser Bahn noch Plus machen. Das kann gewittern. Ja, kann schiffen. So, kann man unsere Bären wenigstens gut an hier. Ah, Spendenboxen, liebe Leute, erinnert mich doch dran. Spendenboxen, hey. So, wichtig. Was verkaufen wir hier eigentlich genau? Galpi Soda, okay. Vielleicht sollten wir hier hinten einfach auch noch mehr so Einrichtungssachen her tun. Wie da aus, so ist noch Lustiges. Ja. Schwebende Gondeln, gut, das ist alles ein bisschen das Gleiche, ne? Die fahren eh auf Schienen. Der westafrikanische Löwe ist jetzt erwachsen, das heisst, die werden jetzt auch auskäsen, wer der neue Babo ist im Keg. Guess the Spawner. Kann ich da auch hierher tun? Nein. Was ist das? Just a momento. Setzen wir mal her, warum nicht? Also immer das ist. Infostang. Kann mal wieder nicht schaden. Ja, da haben wir schon die Kämpfe vom Alpha-Status. Zweiter Zoo-Eingang, können wir uns die auch mal überlegen. Sorry, ich mache jetzt hier hinten nicht mehr auf Afrikanisch, weil so von hier an ich denke, würde der Zoo langsam sich wandeln in ein anderes Thema. Vielleicht mal noch das WC. Imbissladen. Tasty. Tasty. Gut. Und
Ah, das ist nur die Aussenhülle. Okay. Dann kümmern wir uns noch schnell um die Leute. Ganz schnell. Und dann ist das schon wieder für heute. Da haben wir es. Schau da. Gefährliche Fights um die Weibli. Man kennt's. Wow. Es ist so geil animiert. Sollte ich nur noch irgendwie einen geilen Screenshot herbringen. Irgendwie so klein. Nö! So, ist doch brutal, oder? Würdest du da draufklicken, wenn du jetzt auf YouTube wärst? Ich schon. So, auf jeden Fall. Einen rausnehmen haben wir ja noch mal von diesen zwei. Wer ist jetzt der Big Babo hier? Also ich glaube, von den Spezifikationen her lassen wir ihn noch drinnen und er kommt ins Lager für später. So, da ist er wieder glücklich, er hat seine Chicks wieder für sich und ich habe meine Chicks für mich und ihr habt eure Chicks für euch oder eure Typen. Chicks sind multisexuell, ist jetzt nicht so gemeint gewesen, verstehst du? Was lehre ich hier überhaupt? Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Video abonnieren, oh Gott. Ich sollte nicht so manches Video hintereinander aufnehmen. Kanal abonnieren, für kein weiteres Video zu verpassen. Ich kann nicht mehr schnurren, es ist durch. Ich brauche jetzt ein Päuschen. Und euch wünsche ich einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen oder wenn auch immer ihr das Video schaut. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu einem neuen Video. Bis gleich, Timo G. Ciao.